Moie leiwalle Goeten. Mein Numm ass Jerome Luling, an e Loléieremmer e bësse Letzebäuerch. A ménger Rubrik Retro schwätzemer haut nees iwwer még Doktorthees, la Kreativité lexikale en langue luxembourgeoise. Dat heißt dann den zweite Clip iwwer még Thees. Schon zu Montpellier von 1992 bis 1997 gewohnt und studiert. Und da von 1997 bis 2002 habe ich meine Doktorthese geschrieben in der Direktion vom Herrn Schanen. Also die Facebook-Seite von der Universität Paul Valéry Montpellier. Boah, das geht natürlich damals alles nicht. Und das aber schön die Fotos zu gesehen von Demos. Voilà, da sind immer noch dieselbe Wiss, dieselbe Beam. Und hier ist DW, den ich dann all da dürfte gehen für an der Klassensaal. Interessant ist auch diesen Detail, das ist mal aufgefallen. Das ist ein Laptop, ja? Und das scheint ein Smartphone zu sein. Ich weiß noch, wie ich, was war das? 2001, 2002, so doch immer. Nee, schon für drin. Ja, da war ich schon noch da, 97, 96. Ja, definitiv, 95, 96, da so sich mit dem Laptop an der Bibliothek, an der Unisbibliothek als einzige. Und ich gehe vom Surveillant gebeten, den Laptop auszumachen, weil das geklippert, das ging die Leute steuern. Aber nicht nur auf der Uni Montpellier, auch an der Nationalbibliothek dasselbe. Kann aber nicht der Computer ausmachen. Das steuert Leute. Ja, das freut mich dann zu sehen, dass die Leute dann auch Notebook, Laptop oder wie auch immer dürfen mit an die Uni holen. Sie haben aber auch nach den Picker gesehen, an ein paar Bayer. Ja. Und ja, das war die Wiss. Da sind wir dann. Wir warten. Auch schön eine Klasse sein. Ja, also, wenn dich das interessiert, Montpellier, könnt ihr euch ja gerne da ummelden gehen. Ja, da fuhren ich aber weiter mit meiner Doktorthese. Also, das war dann 2002 im November zu Tenance. Und hier ist ein, wie nennen sie das, ein Prä-Rapport, ja, en vue de la soutenance. Gleich hatte ich ja schon den Artikel von Herrn Schanen vorgelesen, den an der Warte publiziert wurde am Januar 2003. Und hier ist von der Madame Martine Dalmas. Und sie ist Prof auf der Sorbonne gewircht oder asset nach, ich weiß es nicht, weil sie auch 20 Jahre hier. Titre thèse présentée par Monsieur Jérôme Luling, titre La créativité lexicale dans la langue luxembourgeoise, directeur de recherche Monsieur le professeur Schanen. Pré-rapport en vue de la soutenance. Das ist leider die einzige Foto, die ich rumgefunden habe. Ich finde original seit nicht oder irgend so am Gewuls. Das sind aber 20 Jahre hier. Ich lese nicht viel. La thèse de Monsieur Luling représente un volume de 334 pages auquel viennent s'ajouter 158 pages de corpus. Le sujet, qui porte sur l'enrichissement du vocabulaire luxembourgeois, pose le problème de l'évolution d'une langue d'un petit pays confronté à l'influence des langues nationales de pays voisins.
Le point de vue choisi est synchronique. Une présentation minutieuse des faits de langue conduit le lecteur à travers les différentes formations et les différentes formes permettant au lexique d'évoluer. Elle inclut les phénomènes de dérivation et de composition, le recours à l'emprunt, et décrit dans un deuxième temps les différentes manières dont s'effectuent les mutations sémantiques. Les deux grandes parties du travail n'ont toutefois pas la même ampleur. La première partie, consacrée aux moyens externes de création lexicale et visant l'exhaustivité, est nettement plus volumineuse que la seconde, consacrée aux phénomènes internes de glissement sémantique de taille plus modeste, ces glissements de sens étant moins facilement observables parce que moins systématiques que les procédés morphologiques de création. Le candidat montre que, malgré l'influence indéniable des deux langues voisines et celle de l'anglais pour ce qui est de l'emprunt, le luxembourgeois garde un certain nombre de spécificités et manifeste à la fois tolérance et rigueur. L'ensemble du travail présente, selon l'avis du rapporteur, toutes les qualités qu'on est en droit d'attendre d'un travail de recherche. Les premières pages cernent bien le sujet et posent la problématique de manière pertinente par rapport aux travaux existants. Le choix des outils de travail, corpus et analyse, est bien justifié. La description des faits de langue observés est menée avec précision et rigueur. L'auteur de la thèse sait avoir recours à bon escient aux travaux et résultats d'autres chercheurs pour prendre appui sur eux ou les compléter. Si nous sommes largement convaincus par cette thèse, une partie de la discussion pourra néanmoins porter lors de la soutenance sur le statut exact de la conversion par rapport à la dérivation en relation avec la notion de suffixe et celle de lexème base et de radical. Cette thèse mérite en effet pleinement d'être soutenue. Le rapporteur émet un avis très favorable, Madame Dalmas. Also, schon dato fantastisch. Der Herr Schanen, sein Artikel war natürlich viel mehr detailliert und auch, wie soll ich so, vielleicht man objektiv, weil er aber auch mich dann da während 5 Jahren gedeiert hat. Aber erstens mal war ich immens impressioniert, dass ein Unisprof von der Sorbonne meine These liest. Und über einen Spruch, den sie a priori nicht kennt oder kann. Und ich hatte auch nicht alles übersetzt, muss ich zugeben. So, dass ich da eine ganz faire Abschätzung fand. Und das ist auch richtig, dass den ersten Teil, ich weiß nicht, dass dann nur über Derivation und Komposition viel mehr detailliert als wie den zweiten Teil mit der Semantik. Ja. Aber wir hatten dann auch an der Soutenance, nur der Soutenance Gespräche über den Unterschied der Derivation, Komposition, Lexem, Base, Radikal und so weiter. Es ist nicht immer evident, das voneinander zu unterscheiden. Also da eine ganz gute Erinnerung. Ich hatte Madame Dalmas auch für einem Jahr oder nicht für ein Konfinement, ja, das sind auch schon 2-3 Jahre hier, hatte ich einige kontaktiert für einer notdringlich einige Merci zu sagen, dass sie sich so viel mehr Demos gemacht hat nach meiner These. Aber ja, dann den anderen Avis, den ist von der Madame Fernand Krier. Und sie ist auch Unisprof. Stehen dann, ich meine, zu Rennes. Und sie ist von Didelen, also auch, also wenn ich mich richtig erinnere, ich hatte nur ein Thematik Institut Grand Ducal der verschwätzen an. Auf alle Fall gebürtig Lützebäuerin, schwätzt perfekt Lützebäuerisch.
Ah ja, da steht ja. Naja, da lesen wir mal, was sie geschrieben hat. Rennes, le 3 octobre 2002. Pré-rapport sur la thèse de doctorat intitulée La créativité lexicale dans la langue luxembourgeoise, présenté par M. Jérôme Lulling à l'Université Paul Valéry Montpellier 3. Le candidat présente une étude portant sur un corpus de plus de 100 000 mots isolés qui, en grande partie, est innovatrice dans le domaine du luxembourgeois. Elle est bien documentée, contient peu de coquilles et s'appuie sur une réflexion et une argumentation rigoureuse. La thèse comporte 3 parties, les problèmes théoriques et méthodologiques, les procédés de construction de formes, dérivation, composition, abréviation, emprunt, et les procédés de transfert de sens, le tout décrit avec cohérence et précision. S'y ajoute une bibliographie étoffée et 3 corpus. Les défauts de ce travail tiennent à des questions de méthodologie et de forme. La seconde partie n'est pas inscrite dans un cadre théorique, par exemple celui de l'économie du langage, et la terminologie linguistique fait souvent défaut. D'autre part, tous les exemples d'une langue peu connue, comme le luxembourgeois, qui n'est pas à la portée de tout locuteur, auraient dû trouver une traduction, voire une traduction littérale dans certains cas. Reste à relever que cette thèse débouche sur des résultats originaux et ouvre des perspectives d'une actualité certaine. Avis favorable pour la soutenance, Madame Krier. Ja, in do Prä-rapport, also als ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, Manner Enthusiasmus, kann ich so sagen, ja. Sie lädt da natürlich Fangen und Wann, was den Herr Schanen als ein Travail de Défrichage beschrieben hat, als da für sie eben gerade am Niveau von der Methodologie und der Terminologie nicht komplett genug. Und ja, das verstehe ich auch. Aber bon. Sie hat mir ja aber dann erlaubt, zu den Nass aufzuhalten an auch an diesem Gespräch, ich meine, das war aber ganz positiv. Leider fehlt mir den Prä-rapport vom Herrn Roger Sauter oder Sauter oder wie ihn das ausspricht, weiß ich noch nicht. Ich meine das definitiv nicht express. Ich habe ein Gesicht auf meinem alle Computer mir schon nicht fand. Wow. Da weiß ich noch ein Teil von meiner These. Die erste ja. Tata. 20 Jahre oder noch. Ja. Also heute 498 Seiten. Ja. Roger Sauter, Professor, ja. Den 8. November 2002. Und ich meine, das war auch zu der Zeit, da ist der Luxair-Flieger aufgefallen, kann ich mich erinnern. Ich war noch in einem Internetcafé und in der Stadt Obwurtpunkt der Lo gelesen gehabt. Und ja, was tun ich? Ja, das Table des Matières. Boah, ich weiß nicht alles. Ja. Problem Theorik und Methodologique. Mit der Introduktion habe ich mich schon immens schwer gesehen. Da war ich wirklich monatelang am Gange für das dort zu redigieren. Ich schon alles an der Nationalbibliothek, an den Archiven, Nationalarchive gesicht, was irgendwie mit lexikalischer Kreativität zu tun hat. Also die 10 Seiten, die mir schon bei einer halben Tour kostet. Wahnsinn. Weil, ja, das war nicht einfach, die verschiedenen Tendenzen rauszukristallisieren oder die einen haben eben von Kreativität lexikal zero geschwärzt und andere mochten Robert Bruch oder als Beispiel gehen Member vom Timbers Club und freien Entrée, wo es da lexikalische Kreativität auch einer Leute, die auch
bekannt sind hier im Land, die waren ganz skeptisch. Und der anderen Seite hast du aber Schriftsteller, die das ernst gesehen, die haben noch Beispiele genannt. Und das ging ich eben da alles un. Interessant war auch, ich meine, an der Zeitung uns hemischt. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, da waren auch so 4 Schläge, wie in neue Lützeburger wieder kennt entwickeln. Und sie haben auch proposiert, zum Beispiel für den Koffer, und sie den Handschaf proposiert. Für den Timbre war die Caption, und die Caption hat sich auch noch eine Zeit schon durchgesetzt, weil immer ein Kopf auf dem Timbre war. Naja, kann ich ja noch lesen. Ja, die Kochbora 1, 2, 3, also der den war wieder löscht vom Projekt Cortina, der dann ist Luxusbursch aus dem Chatroom und dann noch wieder die den Cortina verbessert hat. Ja, war so die Interferenz Intralinguistik kontra Interferenz Interlinguistik, den Unterschied eben. Ob am System selber wieder schafft oder ob wieder durch Interferenz mit anderen Sprachen entsteht. Ja, Derivation, Komposition, Abbreviation, Emprunt. Schon wichtig Fischer abgemacht und ja, da muss nur ein Fall sein. Das ist ein Problem am Fond, sicher. Wenigstens das aber nach der Wort, war auch nicht sicher, der Wort sich ging durchsetzen. So, und dann ging ich euch die nächste Seite, das ist dann Seite 9. Gehen wir mal Seite 9. Wo ist Seite 9? Da ist Seite 9. Ja, das war dann les procédés de transfert de sens mit der méthode logique de Robert Martin, les 6 dérivations de sens, la restriction de sens, l'extension de sens, la relation métonymique, la relation métaphorique, la polysémie étroite, la polysémie large. Ja, ganz interessant. Könnt ihr schon ein Gerand sehen. Schläft er besser. Ja, aber tun wir dann nach 484. Ja, das sind Lomming Kochbora. 484, ja. So. Ja, das war dann den Korpus, den Lützeburger mal quasi selber redigiert, weil alles, was sie am Cortina angetippt haben, das wird gespeichert, aber nicht Sätze, just isoliert wieder. So, und auch nicht, wen sie geschrieben haben. Das war aber privat. Und oder dann, so wie sie wieder waren, habe ich sie dann eben abgelöscht, dem Alphabet noch. Was kann ich euch als Beispiel geben? Was ist das dann? Arbeitshäuser. Ja. Also das geht halt damit A geschrieben. An Tisch oder nämlich Arbeiter Tisch dann lo Achselhäuser. Für was? Zeiten ändern. Interessant. Ja. Und dann noch zum Schluss eine gehirlose Bibliografie. So. Das ist der Glosse von der Wörter, die ich. Da fehlt noch Bibliografie, die ist da nicht dran, richtig. Oder hatte ich sie für eine Kochbuch? Nee. In der dritten Version fehlt Bibliografie. Aber weiß nicht, ja, okay. Oder? Nee, da heißt sie. Voilà. Ich hatte für dich Bibliografie und dann noch Kochbuch. Ja, gesehen da, Materialien vergisst den alles. Ja. Bibliographie alphabétique, Document site sur Internet, Dictionnaire CD-ROM. An alles gelesen. Aber was auch witzig war, hat den immer genäht Seitenzahl von dem Dokument. Dadurch kann die beweisen, dass in das Dokument auch tatsächlich an der Hand gehalten wird. Ja. Lecker. So war das.
das ist natürlich dann ein bisschen schon verwunderlich, wenn ihn dann 20 Jahre oder no hört, dass früher nicht so exakt geschafft gehen ist und dass das dann eben erklärt, für was der Plagiat demals bei verschiedenen nicht entdeckt gouf. Ganz komplexen Dossier und ich will nicht darum polemisieren, dass eben die einen kriegen Durchquart und die anderen kriegen Dickpie. Das war immer so und das wird auch immer so bleiben. Voilà. Ma ja, also das war dann Doktorat de l'Université. Das war dann die zweite Emission über meine These. Der fand sie an der Nationalbibliothek, an der fand sie, wo ist sie noch? Ah ja, am Centre National de Literatur. Da hatte ich auch eine Kopie aufgegeben. Dann hatte ich natürlich dem Jury eine Kopie gegeben. Und ich meine, ich hatte auch noch eine andere Person eine Kopie gegeben. Und das war schon ein Fehler, weil ich schon auch meine These dann direkt noch verstoppt. Kann ich so sagen. Also kann ich sie kriegen, aber wie geht schon an der Nationalbibliothek, wie fehlt schon auf mir, für meine These dort zu gucken. Und das war auch bewusst geschieht. Und ich ging dann am dritten Clip mit da über Argoen ob den totale Plagiat halt zu Lützeburg, weil mir also bin aufgefallen, wow, ich schon da ganz neue Piste. Und ich hatte ehrlich gehofft, ich ging irgendwie einen Platz zu kriegen, aber das ist definitiv nicht geschieht. Und aber sie Leute dann auf meine These aufmerksam gehen und sie mich aber auf man's zitiert. Und das zählen wir dann nächste Mal. Und das war es auch schon nicht. Nach viel mehr so Übungen fand auf meiner Internetseite exercice.lu, Theorie dazu fand auf grammaire.lu, der fand mich auch auf Facebook und auf YouTube. Und danach die Bücher, mit denen ich die Sendungen immer präparieren, Verbentabellen auf Lützeburgisch an 170 Witze auf Lützeburgisch. Vielmals merci für Ihre Aufmerksamkeit, bis hoffentlich geschwind. Au revoir.